So, nachträglich alle ein gutes neues Jahr. Dankeschön nochmal fürs Einschalten. Heute ist es nur eine Info, ein Nachtrag zu einem Problem mit einem Verdampfer, wo Sie die Kommentare immer wieder wiederfinden unter dem Video Nautilus V2, wie ihr es im Text schon gelesen habt. Und heute ist ein Lösungsvorschlag gekommen von jemandem, der wo der Sache auf die Spur gekommen ist, wo ich sage, ja, das könnte eine Möglichkeit sein. Und da gehen wir in die Nahaufnahme. Und das schauen wir uns an. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen, am besten, weil natürlich alle, die wo das Problem haben, alle haben ja das Problem nicht, aber sehr viele haben das Problem, dass es schon reicht, wenn man den Tank nur aufschraubt und wieder zuschraubt, dass er unten raussifft. Also ab in die Nahaufnahme, damit es kurz wird, schnell und schmerzlos. Viel Spaß. So, wie ich euch eingangs schon erklärt habe, es kommen immer wieder Meldungen, immer mehr oder sehr viel haben Probleme mit Siffen, manche haben keine Probleme. Und zwar manchmal sogar schon, wenn man nur auf und wieder zuschraubt, dann drückt es unten schon raus. Natürlich sollte man immer schauen, dass alle Dichtungen drin sind, auch vom Coil unten die Steckdichtung und. Allerdings hat dann, ich sage natürlich keine Namen nicht, aber ich habe dann eine Nachricht gekriegt unter meinem Video, ihr könnt es nachlesen, weil man ja den Airflow Ring und den Glastank runter tun kann. Und ja, wenn ich jetzt beide gleich ziehe, ist der Glastank relativ stabil da drum und der Airflow Ring geht besser, leichter runter, aber trotzdem sehr streng. Und dieselbe Person hat dann geschrieben, sie ist auf den Fehler gekommen, woran das liegt, nämlich an dem Airflow Ring. Beziehungsweise, ich kann euch nur das jetzt sagen, was ich da gekriegt habe. Vielleicht ist es hilfreich für euch. Ihr habt Ersatzringe, O-Ringe dabei. Jetzt einmal den raus und jetzt einmal einen Ersatz rein. Weil, eins muss klar sein bei dem Airflow Ring. Beim Befüllen, also erstens muss ich ihn richtig aufsitzen. Der muss schnacken, habt ihr es gehört? Und beim Befüllen muss ich natürlich da vorher zuschrauben. Allerdings ist jetzt der verbogen, der Ring, oder der O-Ring dichtet da unten nicht sauber ab. Und ich baue dann durchs Zuschrauben Druck auf in der Liquidkammer. Dann drückt zwar natürlich die durch einen Coil, weil da kein Gegendruck nicht da ist. Ne? Zumindest ist das die Ursache bei dem Quen, und andere haben dann auch schon die Fragen gestellt, der Airflow Ring sitzt bei denen so locker, als wenn er nicht dicht war. Also der jetzt da, schau, dass der stabil drum sitzt. Der muss wirklich streng runtergehen und auch streng wieder aufgehen. Und der muss auch beim Drehen zähflüssig, sage ich jetzt, der muss richtig, also der kann sich mit einem Finger, kannst den nicht drehen, auf Deutsch gesagt. Den brauchst du 2 Finger, der muss richtig stabil sein. Der O-Ring, der muss das abdichten. Kann natürlich sein, dass da mal ein Satz schlechte O-Ringe, die wo um ein Zehntel zu dünn sind. Weil, wie gesagt, ich habe bei dem keine Probleme, und es gibt ja von iJoy den 11. Das ist vom System genau, haargenau der gleiche, bloß dass er eine andere Optik hat mit dem runden Tank. Manche gefällt der besser, manche der. Aber ansonsten ist dasselbe, auch von oben genau dieselben Coils. Da habe ich auch keine Probleme, den habe ich euch auch schon in einem Video gezeigt. Also, was auch noch wichtig ist, wenn er dann zu ist und ihr habt die Airflow zu, dann saugt es dran, dann muss er 100% dicht sein. Aber anscheinend, wie es ausschaut, gibt es welche, wo der O-Ring, also der Airflow Ring, Entschuldigung, nicht der O-Ring oder der Airflow Ring oder beides oder eins von beiden nicht richtig funktioniert. Das ist jetzt ein Tipp, was ich euch geben kann, für alle, die mit dem Nauti 2 Blubber- und Siff-Probleme haben. Ja. Weil ich höre es jetzt immer wieder, und jetzt haben wir das einmal angeschaut, also bei mir ist er dicht, ich habe es auch im Video gezeigt und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Teil, ich habe ihn jetzt ausgewaschen und ein bisschen nachsetzt. Wenn der AFC-Ring ganz leicht zum Drehen geht und auch leicht zum Runterlösen, dann stimmt er nicht von die Maße her, der muss streng gehen, der muss sitzen. Und wie gesagt, macht den Test, komplett zudrehen,
und probiert es zum Dampfen, der muss dicht sein. Wenn er das nicht ist, dann liegt da irgendwo der Fehler. Was jetzt das für O-Ringe sind, weiß ich nicht. Da müsst ihr euch dann das Ersatzpackerl nehmen. Das wird einer von den großen da sein. Dann müsst ihr euch die ausmessen im Durchmesser und dann nochmal schauen, wo es Dichtringe gibt. Die gibt es dann mit verschiedenen Stärken oder verschiedene Farben. Vielleicht gibt es also ein Ersatzset nochmal von einem anderen Hersteller. Es kann schon mal sein, dass da diese O-Ringe, die wo ja auch von Aspire wahrscheinlich nur zugekauft werden, von einer anderen Fraktur, von einem anderen Hersteller, dass da vielleicht auch mal verkehrte Maße dabei sind. Ja. Die Geräte haben halt keine Endprüfung nicht, das ist halt das Problem. Also das wird zusammengebackelt, zusammengeschmissen und dann, wenn eine Serie dabei ist, wo das nicht passt oder wo der AFC-Ring nicht passt, dann hast du halt das Problem. Gell? Ja, wie gesagt, das ist jetzt nur ein bisschen so ein Hinweis, weil immer mehr das schreiben und heute hat einer das eingeschrieben, eine Person, dass bei ihm das war. Und das gebe ich natürlich weiter für alle, die wo das Video schon mal gesehen haben oder noch nicht gesehen haben. Wenn ihr das Problem habt beim Nautilus V2 beim Befüllen, Blubbern, Siffen oder wie manche eben schon schreiben, es reicht schon, wenn man nur auf und zu, also öffnet und zuschraubt, dann drückt es schon durch beim Zuschrauben, dann ist wahrscheinlich da unten kein Gegendruck da, also da ist nicht abgedichtet. Jetzt, wenn beim Zuschrauben drückt das Liquid durch die Keul und dann da raus. Also der jetzt den AFC-Ring und den O-Ring überprüfen, ja, auf Passung. Und vielleicht ist bei dem einen oder anderen nur nötig, dass man einen anderen O-Ring rein tut. Weiß ich nicht, da müsst ihr ein bisschen schauen. Gut, das war nur Info. Somit wünsche ich euch schon wieder was.